Namaste. Adho Mukha Svanasana. Kleine Anleitung für dich. Der herabschauende Hund, Adho Mukha Svanasana. Wie geht's richtig? Wie geht's vielleicht besser? Immer wieder im Unterricht werde ich gefragt, ob beide Fußsohlen auf der Matte stehen müssen, die Knie durchgestreckt sein müssen. Beides ist nicht der Fall. Wenn du magst, lade ich dich ein. Komm auf alle Vierfüßler-Position auf deine Matte. Prüf da, ob deine Knie in einer geraden Linie mit deiner Hüfte ist. Nicht nur von der Seite, sondern auch von vorne. Dass deine Knie so weit auseinanderstehen, wie auch deine Hüftknochen. Deine Handgelenke positionierst du genau unter deinen Schultern. Prüf nochmal von der Seite, aber auch von vorne nachher, dass sie nicht zu breit, nicht zu eng stehen. Sodass da wirklich eine wahre, wunderbare Statik kannst bilden. Spreiz deine Finger, grab deine Finger in deine Unterlage, wie ein grosser Stern. Grabst dich da fest ein, nimmst die Kraft wahr, wo aus deiner Unterlage von Mutter Erde aufsaugst. Bringst deine Ellenbögen nach innen. So spürst du, dass deine ganze Kraft, die du aus der Hand raussaugst, über deine Arme, deine Schultern innen bringst. Und auch da merkst du, wie sich deine Schultern schon ein bisschen verändern, die Kraft in deinen oberen Rücken eintrifft. Wenn du von da aus so weit bist, lass deine Beine im Moment noch angewinkelt. Drückst dich aber mit dem Viertel auf, sodass die gerade Linie von deinen Händen über deine Schultern bis in jeden einzelnen Wirbel von deiner Wirbelsäule in dein Becken kannst einfliessen lassen. Dehnst deine Beine so weit, wie es für dich angenehm ist, dass dein Rücken immer noch die wunderbare Dehnung, stretching, gerade Linie aufweist. Kannst du nach Lust und Laune 1-2 Schritte an Ort und Stelle nehmen. Jedes einzelne Rippel, jedes einzelne Muskel von deinem Körper durchdehnen. Kannst auch deine Beine nochmal intensiver anwinkeln und dann sanft durchstrecken. Eine leicht dynamische Dehnung da für deine Beine. Beckenbereich. Findest du dann in einen stillen Hund, was heisst, ohne Bewegung, bewegst dich nicht mehr. Und nimmst dann da 3 tiefe Atemzüge ganz bewusst über deine Hände hinein, jeden einzelnen Wirbeltür auf bis zu deinen Sitzhöckern und von deinen Sitzhöckern über deine Beine ab bis zu deinen Fersen oder Zehen zu deinen Füßen. Nach Lust und Laune nochmal einen tiefen Atemzug da, verbindest dich mit deiner Unterlage, mit dem Hier und Jetzt, atmest aus, lass Gedanken, Emotionen, tut aus, los. Eine kleine Entspannungshaltung, Position nach dem herabschauenden Hund ist Child's Pose. Komm von daher, wenn du magst, auf deine Knie. Gesäß zur Ferse. Du deine Beine breit bringen, deine Knie oder zusammenlassen. Wie es dir am angenehmsten ist, bringst du dein Gesäß zu deiner Ferse. Und entspannst da für einen Moment alle deine Gelenke, Rücken. Wie du magst, bleibst du noch einen Moment liegen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir deinen herabschauenden Hund ein bisschen einfacher, angenehmer dürfen zeigen, dass du etwas mitnehmen kannst. Ich danke dir ganz herzlich. Namaste, Julie, the Golden Drop.